So Freunde, willkommen zurück hier bei Xenoblade Chronicles. Nach den letzten 2 Parts, wo wir im Grunde genommen einfach nur neue Waffen gekauft haben, upgradet haben, etc. etc. geht es endlich mal wieder richtig weiter und wir erforschen hier das ganze Dorf, wie es aussieht. Dorfbewohnerin, okay, ganz normal. Die Körper von Menchina sind ganz anders gebaut als eure. Wir kommen ohne die Energie anderer Lebewesen aus. Brauchen nur ein bisschen Wasser und Äther. Ist das geil, Mann? Ja, hat was. So wie Fiora. Ist ja auch nicht mehr... Darf ich eigentlich rein? Wir versuchen es einfach mal, wa? Oh. Geheimeingang vielleicht? Nö. Einfach nur eine stinknormale und komplett langweilige Nische. Naja, das muss natürlich auch geben, wa? Gucken wir uns ein bisschen. Gibt es vielleicht irgendwas Besonderes, Spezielles? Hui, kann die Schule schwimmen. Was? Chunks. Yeah, ich bin voller Chunk, Mann. Yo, yo, yo. Und Chunky Kong. Yo, yo, yo. Was geht ab, Mann? Die haben momentan noch nicht so viel. Toll. Schul, kannst du tauchen? Wie komme ich hier wieder raus? Das wäre auch mal eine gute Frage. Also fehlt es gerade noch, dass ich irgendwie der erste Spieler wäre, der irgendwie so eine Situation kommt und ich sagen müsste, Scheiße, kann ich mehr raus? Sieht fast so aus, wer ist denn das? Rakzet. Riskiere mein Leben, um das von anderen zu retten. Dabei habe ich schon vergessen, wie viele Leben es waren. Aber das gerettete Leben ist das Risiko wert. Okay, das ist ein richtiger Helden-Menchina, wie es vermutlich Ricky formulieren würde. So, komme ich jetzt hier irgendwie rüber? Ah, dankeschön. Bitte nicht runterfallen, Schulk, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Da bewohnen schon wieder. Ja, aber sonst nicht so viel los hier, wa? Wer ist das noch? Servus. Kennt ihr Aiz? Er dreht immer außerhalb des Dorfs seine Runden. Er kommt einfach nicht damit klar, was aus Egil geworden ist. Egil? Woher kennt ihr Egil? Ja, ich glaube, Freund, ich bin hier schon richtig. Was mit das, wenn ich da lang gehe? Mal auf der Karte gucken, was steht denn dort Interessantes? Vielleicht komme ich ja irgendwie ein hinteres Portal oder so etwas. Oder ist natürlich gar nichts. Ah, oder eventuell so etwas. Hilfe. Komme ich hier? Nö. Keine Tür oder so etwas. Ein Rundgang durch das Dorf. Und dann ist auch bereits wieder mal so einer der Einwohner. Sehr... was machst du hier? Begebt dort zum Zeigefinger des gefallenen Arms. Reisen weiter zu den Mechonishallen. Von dort gelangt hier zur imperialen Hauptstadt Aknirata. Wir sollen also die Mechons im Herzen ihrer Festung angreifen. Ja, das ist natürlich... ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre. Ich glaube eher weniger. Oh, wer ist das? Ist ein Gegner? Ich will kämpfen. Ist kein Gegner? Ich frage mich, wie meine Mutter wohl wirklich über mich denkt. Vielleicht wünscht sie sich, ich wäre nie geboren worden. Boah. Ich bin schon so lange in diesem kleinen Körper gefangen. Achso, ist der. Und naja, da kommt man schon mal auf solche Gedanken. Ja, ich glaube, das ist nicht nur bei Menchinas so, das ist vermutlich auch im Real Life so, oder? Wenn man irgendwie, naja, anders ist als andere Kinder oder andere Menschen, dann denkt man sich schon, ja, ist man nicht eine Schande für die Eltern? Wünscht man sich vielleicht nicht irgendwie anders zu sein und die Eltern, auch wenn sie nichts sagen vielleicht. Diesen Egil, den habe ich einmal gesehen, nur kurz und außerdem ist es schon ganz schön lange her. Seine Gesichtszüge strahlten sehr viel Güte aus. Ich weiß noch, dass ich sofort hin und weg war. Wir sprechen schon vom gleichen Egil, oder? Freunde, ich habe das Gefühl, in diesem Dorf werden wir das Geheimnis um Egil aufklären können. Das wäre schon mal sehr, sehr geil, weil wenn wir das nicht rausfinden, ganz ehrlich, im nächsten Kampf, der macht uns kalt. Der braucht keine 10 Sekunden und wir... Und ein funktionierendes Monat und so, ist sowieso Marsch. Hui, so. Gut, jetzt gehen wir also weiter in das Dorf erforscht soweit, zumindest mal fürs Erste. Gucken wir mal, was hier unten so abgeht. Dorfbewohner. Oh, das ist Homs. Kennt ihr die Homs, die im Dorf leben? Fragt sich, hat sie vor dem Ertrinken gerettet. Was? Leben Homs? Da Homs mich doch einer. Ich habe eine kleine Schwester. Wir helfen einander immer bei unserer Arbeit. Sie ist nicht nur meine Schwester, sondern auch eine gute Freundin. Okay, sehr. Was sind hier Homs? Hallo.
Das sind Dorfbewohner und Äther... Was ist eine Ätherlaterne? Auch nicht schlecht. Haben wir nie Gespräche, das bereits? Viola, Schala haben wir nie benötigt. Nachts okay. Sie müssen sehr gute Freundinnen sein, ihr versteht schon. Zwinker, zwinker. Nee, natürlich nicht so. Okay, egal, ich will jetzt die Geschichte über Egil hören. Was geht hier eigentlich ab, Freunde? Linada. Wo ist er zurück? Habt ihr auch im Dorf umgesehen? Yep, nun will ich eure Fragen beantworten. Ihr seid noch nicht fertig? Mit Lina reden, weiter im Dorf umsehen. Wir sind fertig. So, are you Mekon? In one sense we are, and in another we are not. It is a fact that the weapons you call the Mekon were created by our civilization. However, we were born from the Mekonis. By your understanding, it would be correct to say that we are the same as Mekon. A form of mechanical life born of the Mekonis. Is that correct? From our perspective, you are forms of organic life born of the Bionis. Life born of the Mekonis. So there is life here, just like on Bionis. Explain to us why you invaded our world. What did we ever do to you? I understand your feelings, but please, there is much yet to tell you. Dunban, please hear her out. But... These Machina, they're good people. Fiora? You do not look fully functional. Ever since she was given this body, she hasn't been feeling too good. But we honestly don't know what to do. Do you mean to tell me you are not Machina? Why didn't you tell me sooner? I'm okay. Really. Nonsense. I am a doctor. Do not worry. I specialize in people in your... situation. Just as I thought. You were transformed into a face unit. You are experiencing a functional breakdown in multiple locations. I will take her to my laboratory. The Chief will answer your questions. He is waiting for you in Junks. For us? We will speak later. Shulk, I'm... Fiora. Don't worry. I'll keep an eye on her. Thanks. Tja, und wer gibt Acht auf uns? Hey, was soll das? Hey, ist egal, gut. Sie sind weg, ich muss ganz kurz das Team ummodellieren, weil sonst heißt es wieder, ja, ist Frauenrassisten so, frauenfeindlich, so. Haben wir raus, Ricky rein, Schulk rein, Media rein, gut. So, passt das doch. So, eine Chance zum Dorfältesten, okay, gehen wir das mal. Mal gucken, was dort so abgeht, man war mir gerade erst, oder? Also nebenher. Kein großer Umweg, die Frage ist aber eher, Ätherlaterne. Hä? Na, hier wieder. Und jetzt verarschen? Momentchen mal. Ich hab doch hier ein paar Reisepunkte, die Chunks. Ja, sind doch hier. Hä, sollen wir nicht reingehen? Ja, aber er war drauf. Die sind gerade auch hier. Ich verstehe es nicht. He's massive. I get a kick out of seeing people's faces every time. We were told that you were waiting for us. That's right. I've been waiting a long time. Waiting for you to accept my request. Request? But first, let me ask. The sword the young man is holding. Is that the Monado? It is. And the destruction of the fortress on the sword. Was that your lot's doing? Yes, although unfortunately we were unable to stop Egil. Egil? Do you know him? He claims to be the leader of Mekonis. This Egil that you fought is one of our people. He's my son. Your son? Actually, my request is about him as well. Ah. I want you to kill Egil.
Bitte was? Ein Vater, der sich wünscht, dass wir... Ach, du Neune. Ja, gut, wenn es sein muss, dann jetzt bitte los. Mittendrin das Monadolad soll plötzlich speichern. Na gut, von mir aus überschreiben. Ja, gut. Xenoblade Chronicles, Kapitelende. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kallian Antiqua, Regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront Mechonis. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around to the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Aerith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia. Although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hum-Hum and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet Shulk, What? I have something I want you to tell him. Ja, und was? Hallo, Spiel! Was soll er mir mitteilen? Ist ja auch egal. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old.
I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of Mechonis must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that. But he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did. And he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mechonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rind! I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mechonis weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mechon? That's right. She has been transformed into a Mecon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mecon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. Ach man, jetzt könnte man gut die 7 Dragon Balls oder einen Triforce gebrauchen für einen Wunsch. Sie wird zum Menschen machen. Menno. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate, but to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes the shore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Alles klar, Mann. Begeben wir uns halt erneut auf eine Suchmission. Ja, für einen Piezo-Bauteil mit Mechon-Wrack ist gut, ist gut. Ja, soweit ist ja klar, aber trotzdem, vor allem das mit Egil und so ist schon... Ricky, was macht er da unten? Bleibt er hier? Da kommst du mit. Ah, sie kam mit, umso besser. Oh.
Servus, wollte dann gerade hier hin, wollte eigentlich gerade vorbei und ist egal, muss sowieso mal den Part beenden wollen. Ja, was wir jetzt hier erfahren haben von Egil und so, dass es sein Sohn ist, naja, das war schon mal ein guter Anhaltspunkt, aber ganz ehrlich, das war noch ein bisschen lasch von Informationen her. Also da kommen garantiert noch viel mehr und vor allem, was meint ihr mit der ganzen Macht des Monado? Ich meine, wir haben bereits die Stufe 2, da willst du mir jetzt erzählen, es gibt eine Stufe 3 und so. Hallo? Das geht theoretisch gar nicht, weil wir können ja bereits vom Monado, ja, bei Techniken und so können wir bereits die ganze Leiste voll kriegen. Seht ihr? Wir können bereits die ganze Leiste, sprich, wir haben bereits. So gut, vielleicht brauche ich irgendwie noch 3 Techniken, es fehlen noch 3. Kann natürlich sein, dass irgendwie einer davon ist, um Egils Technik abzuwehren, mit der er unser Monado beeinflussen kann. Ach je, ich habe das Gefühl, obwohl das Spiel schon über 100 Parts dauert, aber das Gefühl, ich bin noch meilenweit vom Ende entfernt. Aber trotzdem, jetzt langsam geht es doch mal in eine spannende Phase mit der Allianz und so, das wird richtig geil, Mann. Aber wie es geil ist noch wird, das erfahren wir dann vermutlich erst im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.